Ist aber ziemlich zurückhaltend hier, die Kreatur. Und? Heieiei. Schmetterlingseffekt. Ach Gott, sie lebt noch. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ja, in der letzten Episode habe ich vielleicht Jessicas Leben gerettet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich sehr schnell mit Mike da rumgerannt, um sie zu finden. Sie hat tatsächlich überlebt, ist aber der Schacht runtergefallen. Und bei der Ashley und beim Chris war, dass die einen Geheimgang gefunden haben. Habt ihr ja gesehen, ne? Und da bin ich echt mal gespannt, was das dann auslöst mit dem komischen Fremder. Wie machen wir es dann hier? Sicher. Geht das muss sicher. Okay. Ochs dich hoch. Und hoch. Yep. Also manchmal geht es rasend schnell hier mit den Dinger. Klettern. Yep. Hopp. Das kriegen wir hier. Und jetzt springt Berschel. Yep. Oh, du lauft einer. Das kann aber nicht derselbe sein wie in der Hütte. Nee. Nee, die knall ich jetzt nicht ab. Verdammt! Ich schieße jetzt auf keinen Menschen. Verklemmter Haufen Schrott. Ach, okay, wäre vielleicht sowieso nicht gegangen. Scheiße, ich muss es schaffen! Ja, sehr gut. Okay, geht das? Haben wir überhaupt noch ein Streichhölzel? Ah, mir eine Feuerzeug, okay. Na Allah, wenigstens ein Lämpel haben wir jetzt. Okay, das kann wie gesagt nicht derselbe sein, der da in der Lodge unterwegs ist. Das war ein anderer. Jetzt sind wir wieder aus der Mine raus, aber die Jessica haben wir trotzdem nicht gefunden. Und vor deinen Nicht-Bewegen-Events habe ich eigentlich mehr Schiss als vor deiner Quicktime-Events. Und der wird sich jetzt in seinem Unterhemdel hier auch ganz schön die Scheiße rausfrieren aus dem Leib. Manometer. Das ist das Haupthaus, ne, oder? Was ist das für eine Bude? Ah nee, das ist ein anderes Haus, okay. Du latscht der andere Typ jetzt hier. Schätz muss Szene wechseln, ne? Ja, okay. Ja, der hat einen auf der Wäsche gekriegt. Ashley! 0:41 Uhr, Washington Lodge. Wow, okay, also jetzt scheint es mal wirklich abzugehen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ja. Da sind wir nicht durchgekommen von der anderen Seite. Du musst mal das Ei treten, genau. Und ja, jetzt bin ich echt mal gespannt, was das für ein Typ hier ist. Und was das für ein Typ beim Chris ist. Ich glaube, wie gesagt, also wenn ich jetzt wirklich sage, es sind zwei, ne? Das scheint jetzt eindeutig zu sein, dass es zwei sind. Dann würde ich tatsächlich sagen, einer ist dieser Victor und der andere könnte wirklich der Josh sein. Aber ich glaube kaum, dass der Josh hier sei irgend... Nicht gut, oh nein. Okay. Es könnte aber halt auch wirklich sein, meine These, wie ich gesagt habe, dass der Josh die eigentlich alle nur hierher gelockt hat, um die umzubringen. Also ich könnte mir es zumindest irgendwie vorstellen, weil ohne Scheiß, wenn der in einer Behandlung beim Dr. Hill war, was ich jetzt so schätze und einfach mal als Hypothese in den Raum werf, und wenn der, ja, die Leito einlädt, weil ohne Scheiß am Todestag von meinen Schwestern wollte ich eigentlich eher bei der Familie bleiben, als so mit einer komische Leute hier Halligalli zu machen. Bin ich mal sehr gespannt. Was zum Teufel? Ups. Okay, da gehen wir noch nicht hier. Ich gucke mich erst mal hier im Raum um.
Ich will definitiv alles finden und ich mag Totem-Verpasser. Ich habe sowieso irgendwie die Befürchtung, dass ich beim Mike vor lauter Eile und Hast und schnell vielleicht auf dem Weg durch zwei Totems verpasst haben könnt. Ich hoffe es mal nicht, weil das finde ich eigentlich das Geilste im ganzen Spiel, die Totems. Okay, hier gibt es aber ansonsten wirklich nichts. Ja. Und ich habe ja in der letzten Episode, glaube ich, gesagt, mit der Totems und so, von wegen Jessica. Wo haben wir sie dann? Die war doch irgendwo, ach hier, ne? War das bei dem? Nee, du warst irgendwas anderes. Nee, irgendwo beim Mühlrad oder so. War das hier bei Gefahr? Nee, du waren die. Was ist das da? Ah, das war das, was jetzt was sich jetzt erfüllt hat. Die Ashley, die von dem komischen Typ niedergeknüppelt wird. Genau, da war die Jessica bei Glück. Okay, deutlich weniger bekleidet, als wir sie gesehen haben. Aber sie ist irgendwo in einem Schacht, ach, ne? Da musste ich vielleicht auch drauf achten. Das hat sich jetzt bei Gefahr, hat sich auch erfüllt. Verlust. Das war, ach, die Ashley, glaube ich, ne? Oder nee, das war die Emily. Vor Feuer sollte man vielleicht, ach, irgendwie... Bei Feuer sollte man vielleicht der 8 drauf haben oder so. Das hatten wir schon, das hat sich schon erfüllt. Ja. Wir müssen einfach mal wachsam sein nach wie vor, ne? Was die Ashley und die Emily angeht, sollte ich wachsam sein. Nein. Sehr emotional mal wieder, Chris. Und ja, ach, bei der Jessica sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn die da irgendwo im Schacht vielleicht ohne A kommt. Könnte aber Glück in dem Fall bedeuten, dass er den Sturz überlebt hat, den wir gesehen haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also mittlerweile fängt das Spiel jetzt so langsam an, wirklich aufzudrehen. Und das ist echt sackencool. Nee, mir gefällt das echt sehr gut jetzt, wenn das jetzt anfängt aufzudrehen, das Spiel. Und wenn man nicht nur die ganze Zeit mit solchen komischen Teenies da zu tun haben, die da rumalbern und ihren Quatsch machen, sondern wenn es jetzt mal wirklich ans Eingemachte geht. Okay, da hinten wollte ich noch gucken, ob hier noch was liegt. Nee. Okay, hat auf jeden Fall auch ordentlich eine abgekriegt, habe ich gerade gesehen an der Stirn. Und jetzt geht's wieder raus in den Wald. Aber da will ich mich umgucken. Im Wald lauern die Totems. Und die darf ich auf keinen Fall verpassen. Die können mal wichtige Hinweise geben, die ich nicht verpassen will. Okay. Ist jemand da, Ashley? Ist jemand da, Ashley? Jesus. Ne, das sind nur die Lichter von der Lodge. Die Musik wird auch ein bisschen gruseliger. Da sind Blutspuren wieder zu sehen. Und bevor ich dort durchs Blut stapf, will ich mal den Weg noch angucken. Okay, nicht, dass ich dort irgendwas verpasse. Oder, warte mal, wenn der da ruft. Gehen wir ein bisschen schneller. Und marschieren mal da hier. Da liegt auf jeden Fall was, ne? Ich glaube, da geht die Story weiter. Okay. Ich will aber jetzt noch nicht in der Story weiter. Ah, das finde ich immer so schrecklich. Ich weiß nie, wo Story weitergeht und wo was Optionales ist. Ich hasse das wie die Sau. Und ich will doch alles einfach nur kriegen, was es zu finden gibt, ne? Und lass mich doch meine Wege durch eine Sackgasse gehen. Aber ich will nur alles Optionale abstauben können, was möglich ist. Da geht's tiefer in den Wald rein. Oh, und ich habe halt keine Ahnung, ob das jetzt so sein muss, ne? Da kann er da ohne drunter durch oder so. Das geht auch nicht. Ach, Mann. Scheiße. Ich will da nur kriegen, was möglich ist. Ash! Ash! Ach, Mann. Ich bin mal unsicher. Ich glaube, ich gehe jetzt trotzdem nochmal durch, wo ich glaube, dass es weitergeht. Vielleicht wollen die auch, dass man hier geht, um einen Hinweis zu kriegen. Ich kann es nicht sagen. Ich mache es jetzt mal, weil der Weg erscheint mir zu lang für optional. Oh, ich hasse das, wenn ich so unsicher bin und ich weiß nicht, was ich machen muss.
beziehungsweise wo es die optionale Sache noch abzustauben gibt. Okay, was haben wir dann? Yes! Scheiße! Was zum Henker? Gott, was der Arschloch macht denn sowas? Alter! Alter! Wer tut sowas? Ja, echt mal! Alter, wer macht denn sowas Widerliches? Gott, ihr wisst mir echt das Herz in die Hose gerutscht. Vor allem, weil ich auch angegeben habe, dass Clowns gruselig finden. Nur denn man Schwein geschlachtet, Hinweis entdeckt Schweinekopf. Oh Mann, der Unbekannte. Ein auf dem Berg deponierter Schweinekopf. Er ist frisch und blutverschmiert. Ja, spricht für einen äußerst kranken Mensch. Ah, Update. Laut dem Buch aus der Hütte sollen die Symbole böse Geister abwehren. Okay. Das war das, was wir in der Hütte gefunden haben? Das war der Drohbrief, ja. Mann! Okay, scheiße. Rettungsaktion. Mike ist Jessica erfolgreich nachgelaufen. Ah, okay, ja cool. Sam hat einen Baseballschläger gefunden und ihn im Keller gelassen. Ah, den hätten wir mitnehmen können. Mike eilte Jessica sofort zur Hilfe. Jessica bewunderte Mikes Heldenmut. Okay. Sei ihr Held. Jessica bewundert Mikes Heldenmut. Mike schindet weiter Eindruck. Jessica widerstand Mikes Anmacher. Okay. Welcher Seite stehst du? Matt hielt während den Stress mit Emily zu Jessica. Vorbild an Diskretion. Ashley hat Matt ermutigt, das Teleskop zu benutzen. Matt sah Mike und Emily flirten. Matt stellt Mike zur Rede. Mehr gibt's nicht. Okay. Ratten mit buschigem Schwanz. Chris hat das Eichhörnchen nicht erschossen. Die Natur blieb im Gleichgewicht. Das habe ich auch nach wie vor vor allem noch dem Ende Brief von Max sehen, wo es Käse hat, dass die Natur sehr heilig ist hier. Und dass das Volk haben könnt wegen dem großen Geist. Sam hat Chris' Privatsphäre respektiert. Chris freute sich, Sam zu sehen. Chris vertraute Sam weiterhin. Okay, ja, cool. Oh, das nächste ist, und wer soll sterben? Mann. Okay, ein Wutzekopf haben wir hier gefunden. Ist hier vielleicht noch ein Totem? Ja, genau darauf habe ich gewartet. Okay, dann war das der optionale Weg hier. Und? Todestotem. Okay, das war leider sehr nichtssagend. Gehen jetzt nochmal rein. Oh, das war eins von Over. Den hätte ich gern, der ist cool. So ein Geweih drauf. Okay, noch einmal. Die Umgebung ist eine Mine. Okay, Jessica könnte in der Mine sterben. Ist jetzt zumindest mal meine Hypothese dazu. Und ich gucke jetzt nochmal das Video an. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie und wurden wahnsinnig. Mörder. Fassbar weit entfernt. Vor einem Jahr. Okay. Also steht tatsächlich mit dem vor einem Jahr. Das steht mit den Ereignissen letztem Jahr in Zusammenhang, dass irgendwas in der Mine abgelaufen ist, was die Leute wahnsinnig gemacht hat. Okay, ja krass. Es ist nicht einfach nur irgendeine Hintergrundstory, sondern es steht tatsächlich in Bezug zu dem, was wir hier spielen. Okay, ich hoffe, jetzt kommen keine weitere Clowns. Unser Unbekannter scheint eine ziemliche Arschgeig zu sein, wenn ich das mal so sagen darf. Mann, oh Meter, ich habe mich da echt extrem erschrocken. Das war echt heftig. Das war richtig, richtig heftig. Okay, weiter geht's. Ein Geschäft. Ich mag echt nix versäume hier. Ash? Wo bist du denn? Hier. Ich hab Hunger. Kannst du was kochen?
Nee, Quatsch, also jeder Mann, der auch nicht selber für sich sorgen und kochen und Wäsche kann, das ist meiner Meinung nach auch kein wirklicher Mann. Und ja, ich kann kochen und Wäsche. Weil die Frau höchstwahrscheinlich dann aufkäme. Und du, was macht dich so besonders? Ja, sie kennt ihr Name, Chris. Ich glaube, die weiß schon, dass du noch ihr suchst. Was sind wir da? Nee, warte, Cabin in the Woods. Ah, ja, gehen wir doch mal rein, oder? Okay, wieder nur so ein Werkzeugschupper, oder? Was ist denn da aber? Ist so der richtige Schweinekadaver, oder? Okay. Okay, die Ashley ist hier irgendwo. Ey, ich wollte nur raus. Ich wollte noch das andere Gebiet außenrum erkunden. Na gut, dann halt nicht. Bleibe ich halt hier in der schlechter Hütte vom Psychopath. Ash, ich bin hier. Wo bist du? Eieiei. Gott, verdammt. Bitte, hilf mir! Ich komme, Ash. Red einfach weiter mit mir. Was ist passiert? Chris, er hat mich gefesselt. Ich bin gefesselt. Ashley, ich hol dich da raus. Keine Sorge. Ich hab solche Angst, Chris. Ja, bin doch da. Passiert doch nichts. Heil dich, bitte. Bin doch da. Kann doch nichts passieren. Gott, Chris, du musst mich hier rausholen, bevor er zurückkommt. Ja, hämmer doch gleich. Huch. Oh, wow, 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 wow. Chris, bist du da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Oh mein Gott. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh oh. Nein. Oh mein Gott. Schön, dass man ihn als Psycho bezeichnet. Lass mich Bitte. sofort hier runter, du Psychopath. Bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Ashley. Das weiß ich jetzt schon. Nein, bitte. Das kann nicht wahr Scheiße, sein. scheiße, Oh Gott, nein. oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair. Okay. Alles ist bald okay. Alter, Kumpel. Oh mein Denk Gott, drüber nach. Einen Chris. Moment. Du lässt mich doch nicht sterben. Gib mir eine Sekunde. Ich kann nicht denken. Ich hab nichts gegen den Josh, ganz ehrlich, aber wenn... Ah, der kann jetzt auch nicht die zweite Person sein, oder? Es tut mir leid um den Josh, aber die Ashley kann ich ein bisschen besser leiden. Die ist zwar naiver und so, aber sorry. Ash, du musst nicht sterben. Ich hol dich da raus. Bitte nicht. Sorry, Josh, wirklich, aber Mädle lässt mir nicht im Stich. Das ist krank. Das will ich mir nur ein, Chris. Bitte sag mir, dass ich mir das einbilde. Nein, Chris. Also, Ashley, Schmetterlingseffekt. Nein. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann. Ich dachte, wir sind Freunde. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn, bitte. Nein. Aufhören, das kannst du nicht tun. Was hab ich dir getan? Oh mein Gott, Chris. Hol uns hier raus. Nein, nee, nicht hinsehen. Warum denn nicht, Chris? Bitte sag mir, es geht ihm gut. Bitte. Oh ja, dem geht's gut. Der ist nur halbiert. Ach du Scheiße. Ich hol dich da runter. Also, Hör auf. an alle Zuschauer, sorry Leute, aber alle überleben's anscheinend nicht. Gibt's doch Möglichkeit, beide zu retten? Ach du Scheiße. Weg, okay? Uah, Moschee halbierte. Mann, oh Meter, wie assi. Okay, also Anna habe ich jetzt auf jeden Fall auf dem Gewisser. Scheiße. Ashley.
Okay. Blut, wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du Er ist ein da? Psychopath. Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier Ich abhauen. verstehe einfach nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Und was sollte ich denn bloß tun? Sie hat ihn zersägt. Überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesägt. Hey, wir werden die Sache klären, Mann. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Oh Mann. Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube in der Lodge. Gut, du hast recht. Hol die anderen zusammen. Aber wenn hier ein Psychopath rumläuft, sollten wir Hilfe holen, oder? Nicht nur abwarten. Oder ganz weg als geschlossene Gruppe, ne? Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Yeah. Zicke, Zicke. Ich wäre auch dafür, dass man als geschlossene Gruppe geht. Warum auch immer die jetzt da bleiben wollen, wo der Ende zersägt worden ist. Also, naja. Da sind wir wieder. Ja. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Oh ja. Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Das läuft wunderbar, ne? Super, ne? Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Naja, so mehr oder weniger, ne? Wer sind sie? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich erkenne nicht besonders viel Ehrlichkeit in der Art, wie du spielst. Okay. Ich weiß ja nicht mal, wer hier unser Patient hier ist. Das mögst du mal doch einmal sagen, Männl. Ich glaube aber, wir können durch so oder so nur die Niete ziehen. Da wird uns immer Hast du Arschscheiße. jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Ja. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Nicht wirklich. Zumindest nicht in der Form. Ich glaube nicht, dass der wirklich echt ist. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Schwer, ne? Ich glaube nicht. Eieieiei. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Oh, das ist Wahnsinn! Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, shit! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Ah, Sanatorium. 5. Furcht. 6 Stunden bis zum Morgen. Und wir spielen wieder Mike. Scheiße. Ja, scheiße. Ich wollte ja nicht wieder spielen. Dankeschön. Nein, Ja. gar nicht gut. Okay. Wölfe? Wie? Der geht mit Wölfe. Hoppla.
das mal genauer an. Okay, also der hat nur 2 Wölfe bei sich, der Typ. Und ohne Waffe ist das nicht gerade sehr leicht jetzt, ne? Oh Mann. Zack. Ja. Gut sieht aus mit einem Unterhemd. Ich hab Angst und die Wölfe sind hinter mir her. Scheiße, Mann. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, die sind alle Temperatur immun hoch 3, weil der rennt mit dem Unterhemd rum, das ist dem scheißegal, du kennt der nix, der ist nicht nur rot. Du ist alles bestens bei dem. Finden wir vielleicht hier irgendwo noch ein Totem oder so? Das wäre auch irgendwie ganz cool. Mag ja nix versäumen. Und, oh ja, jetzt haben wir es mit jemandem zu tun, der in einem ehemaligen Sanatorium lebt. Und der Wölfe bei sich hat. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, also Josh ist jetzt erstmal aus dem Rennen. Was mal Hypothese angeht, der ist ja jetzt halbiert worden. Also Josh nix mehr. Okay. Der war wahrscheinlich wirklich einfach nur ein Dappes, der die auf seiner Hütte haben wollte, um sich abzulenken vom Tod von seiner Schwestern. Okay. Ich hätte jetzt bestimmt nicht mit denen gefeiert, aber na gut, er war wohl wirklich ein harmloser Idiot, der Josh. Schade eigentlich dann um ihn. Da ist noch ein Totem. Geil. Und zwar ein... Glückstotem. Okay. Das gucken wir uns doch sofort wieder an. Glückstotem, ne? Das ist das hier dann. Okay, der Matt. Irgendwo vor einer zugenackelte vor einer Gittertür. Das andere war die Jessica unten, ne? Die irgendwo aufgekommen ist, ja. Jessica und Matt. Okay. Ich bin ja mal gespannt, wenn man das alles vollständig hätte, ob sich doch für jeden irgendwie ein eigener Film oder so entwickelt. Ne? Wann haben wir dann da? Da haben wir die Ashley gehabt. Und da hat man irgendwas mit Hirsche. Ne? Und da hat man die Emily. Da hat man einmal den Mike. Und da nochmal irgendjemand, den ich überhaupt nicht erkennen kann beim Mühlrad. Das waren Hannah und Beth. Und wer war bei Tod? Irgendjemand, der in der Mine geschmaust wird. Eventuell Jessica. Jetzt können wir nochmal abspielen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie und wurden wahnsinnig. Mörder. Fassbar weit entfernt. Vor einem Jahr. Da hatte ich ihn endlich im... Ach, da hatte ich ihn. Ach, sag jetzt bloß nicht, dass es der Victor ist, der das erzählt. Es wäre ja schon irgendwie cool, wenn es aus der Sicht von einem Victor oder so ist. Von einem Fremden, der dann hier die Geschichte erfahren hat, was so abgange ist hier. Warum es hier eventuell die Kreaturen gibt und so. Und der hier die Geschichte erzählt. Und wird wahnsinnig. Ich muss trotzdem jedes Mal Lache unterdrücken, dass ich bei der Passage nicht wirklich lauthals mache oder so. Ich weiß, es ruiniert dann etwas die Stimmung, wenn dann und wird wahnsinnig kommt. Und ich mache dann immer so zwischendrin. Denkt's euch einfach, das... Okay, alles klar. Und ich steht Sarah. Ich mache an der Stelle mal wieder einen Cut, wenn er mich lost. Ich mag jetzt bis da vorne hingehe, bis zum Eingang oder so. Und dann tät ich gerne einen Cut machen für heute. Und die Sarah. Wir sehen uns dann gerade morgen wieder bei Let's Play Until Dawn. Uff, pelzig. Wenn ich immer noch Angst habe und die Wölfe hinter mir her sind. Ich liebe den Spruch vom Grandpa Simpson. Auf jeden Fall sehen wir uns dann morgen wieder bei Let's Play Until Dawn. Uff, pelzig. Also machen's gut und Dankeschön nochmal für euer Sitzfleisch mit mir und das mit mir gucken. Ich hoffe, es macht euch echt Spaß und gefällt euch so, wie ich das Spiel.
Und ich hoffe, für die es gewünscht haben, dass es in etwa so ist, wie sie sich das Ganze vorgestellt haben, obwohl ich zwischendurch wirklich wenig kommentieren kann als. Also wir sehen uns dann morgen, wie gesagt, machen's gut, bis dahin, Iron Yankee. Was zum... Oh oh. Hier fehlen mal viel 1952 Sachen. Wie viele Tagen werden sie uns hier festhalten?